Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen, willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Willkommen im neuen halben Jahr. Ja, im neuen halben Jahr. Wir sind mit der 17. Episode. Eigentlich, geht das auf? Nein, wir haben das halbe Jahr haben wir schon gehabt. Stimmt. Das haben wir schon gehabt. Aber wir sind in der 17. Episode. Also jetzt noch 3 Episoden und dann haben wir 20. Krass. Geil. Wie schnell die Zeit doch vergeht. Hättest du es gedacht, dass wir 20 Episoden reinblättern? Nein. Ich auch nicht. Und vor allem, dass sie so gut ankommen. Ja, also ich habe das voll. Gefühl, ohne uns jetzt immer auf ein Podest heben oder so, aber es kommt brutal gut an. Ja, voll. Voll, absolut. Auch das, was du von den Leuten so Rückmeldungen bekommst, nicht nur auf Insta oder auf Spotify oder so, sondern auch persönlich. Hure geil. Wirklich geil. Also, Ich muss Ja. auch sagen, es macht auch hure Spass da hocken, in unserem Kämmerli ein Bierchen trinken voll. und einfach über das Fischen Voll. plaudern. absolut. Apropos Bier, heute haben wir ein Moretti. Natürlich aus der Dose, wie man es kennt. Cheers! Oli, cheers. Ah, herrlich, wie sich der Fischer-Podcast zu einem Bier-Podcast Ja, entwickelt. wirklich. Geil. Hey, kommen wir doch mal zum Ausblick auf die heutige Episode. Was Genau. erwartet euch heute? Genau. Natürlich das Klassische mit den Reaktionen, wo wir darauf eingehen. Ja. Auf die bei der letzten Episode gekommen sind. Dann haben wir wie immer meine Woche, deine Woche, wo der Picke-Packe voll ist. Genau. Und Infos aus der Szene haben wir auch wieder ordentlich etwas. Vor allem, ich sehe, der Oli hat sich sehr gut vorbereitet das Mal. Hey, es ist wieder YPC Bank. Das wird sehr viel Das Zeit stimmt. in Anspruch nehmen. Das stimmt. Und dann heute ganz etwas Neues. Wir haben eine neue Rubrik. Oh nein. Ja, nein, ich Willst du dachte, jetzt? ja, ich dachte, ein Applaus soll sein. Danke. Genau. Und ich würde sagen, wir starten gerade mal. Hey, und nachher kommt doch noch das Entweder-Oder, Oli. Stimmt, heute haben wir ein ich habe wieder das Entweder-Oder vorbereitet. Nico, du darfst gespannt sein, es hat sich wieder in sich. Und Gut. Also ich hoffe, du hast es Du kommst vorbereitet. wieder- ja, Einfach, weil du es jetzt vergessen hast. Sicher beim nicht Ausblick. vorbereitet. Mit einer Sexfrage. Ja, natürlich. Also gut. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gerade mit den Reaktionen. Genau. Hey, übrigens, bevor wir jetzt zu den Reaktionen kommen, sorry, noch schön. Wir haben bei der ersten Episode mittlerweile mehr als 700 Wiedergaben. Krass. Geil! Voll. Geil, Mann! Hey, das hätte ich nicht gedacht. 700 Wiedergaben für eine Episode. Ich finde es geil. Danke vielmals euch draussen. Mega Ich finde krass. das wirklich. mega für alle, die irgendwie zuhören und vor allem die kommentieren, bewerten. Wirklich top. Merci vielmals. Ich glaube, das ist ein bisschen der Ansporn für uns, wo uns halt immer wieder auf Diskussionen einstellt untereinander, ob wir jetzt ein Thema bringen wollen oder etwas anderes. Und wie wir uns für das Thema vorbereiten. Ja, also ich nehme an, wir haben den Podcast ja einfach mal gestartet. Und ja, wir schauen mal und labern einfach. Als Und- Projekt eigentlich. als Es ist Projekt. ein Projekt. Und mittlerweile ist es uns einfach schon ernst, dass wir da Mhm. etwas Cooles herlegen aufs Tonband. Und irgendwie, ich finde auch so Kommentar geil, wie heute, wo der Max schreibt. Ja, voll. Es ist immer wieder geil, was hat er geschrieben, irgendwie eure Stimme zu hören beim Bügeln. Irgendwie, hey, danke vielmals für die Unterhaltung beim Bügeln. Genau. Geil. Also die Frage ist, hat er jetzt Schaffen gemeint oder wirklich hat er seine Hemli gebügelt? Ja, aber so wie ich ihn kenne, ist er am Bügeln gewesen, also am Arbeiten. Nein, darum machen wir auch das Ganze. Ja, voll. Ich meine, wir haben heute gerade noch davon gehabt, das Ziel wäre dann schon mal noch 1000 Hörer Wäre haben pro natürlich schon geil. Folge. Es wäre schon geil, ja. Aktuell sind wir es im Durchschnitt bei Bei 400. 430, Ja. glaube ich, irgendwie so etwas, habe ich gemeint. Ja. Irgendwie so. Aber es ist geil, jetzt erreichen wir zuerst mal den 500er-Meilenstein und dann... Voll. Ja, geil. Nein, Hey, ist super. bleibt dran. Es hilft uns extrem, wenn Absolut. ihr das weiterhin hört. Und es macht uns mega Freude, euch dürfen, wo auch immer beim Arbeiten, beim Autofahren, beim Wandern, beim Fischen, dürfen zu unterhalten. Genau. Und vor allem wichtig, das Kommentieren ist wieder möglich. Endlich! Genau. Hey, das hat auch mal Applaus verdient, oder? Selbstverständlich. Gemacht, müssen wir ehrlich sagen, haben wir nichts. Nein.
Aber das spielt ja keine Rolle. Wir danken an dieser Stelle durch Spotify. Ja, natürlich, dass wir das Problem endlich behoben haben. Genau. Hey, nein, wir wissen nicht, was es gelegen ist. Hey, kein Plan. Also wir haben wieder schöne Kommentare bekommen und ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, wir können auf die Kommentare auch antworten. Also das heisst, wir können euch, wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr die da reinstellen und dann können wir euch eine Antwort geben. Was ich aber nicht weiss, ist, könnt ihr auf unsere Antwort auch wieder antworten. Das weiss ich natürlich nicht. Das habe ich jetzt nicht angeschaut. Aber ja, wenn nicht, dann habt ihr ja unsere direkten Kanäle mit Insta, zum Teil auch die Handynummer und alles. Also von dem her. Ja. Und sonst immer noch ein E-Mail an info@onpodcast@gmail.com. Ja, richtig. Genau. Ja, hey, von den Kommentaren her, willst du noch auf etwas eingehen, Oli? Nein, gar nicht. Okay, perfekt. Dann würde ich doch sagen... Ausser, Nico, jetzt wo ich kann kommentieren, willst du nochmal die Bodensau verlosen? Das könnte ich machen, aber ich glaube, ich mache nicht nur eine, weil wir haben es waren jetzt 3 Folgen gewesen, die wir nicht dann kommentieren können. Ja. Dann haue ich doch 3 raus. 3-mal Bodensau. Und zwar... Weißt du was? Komm, wir machen jetzt so. Die erste Bodensau ist der Kommentar auf Spotify. Der zweite Kommentar ist unter dem Episodenpost. Die zweite Bodensau ist der erste Kommentar unter dem Episodenpost auf Insta. Und die dritte? Ist für einen Jungfischer. Perfekt. Für einen Jungfischer, der aber bis jetzt noch nichts gewonnen hat, muss auch gesagt sein. Genau. Weil wir haben doch schon das ein oder andere Gewinnspiel gemacht. Also gut, perfekt, machen wir es so. Apropos Reaktionen, Pakete sind diese Woche rausgegangen. Wir haben sie in unserer Story gesehen auf Instagram. Richtig. Mega herzig. Ich weiß nicht mehr, ist das bei Michel gewesen, wo der Götti-Bub das bekommen hat? Ich meinte es, ja. Also es hat einmal ausgesehen, als hätte der Bub riesig Freude gehabt. Absolut. Und da hat noch wer ist es gewesen? Der Livio. Hat glaube noch geschrieben, Livio Hölscher, heisst er. Hat noch geschrieben, er habe das Video von seinem Papi leider nicht online stellen, weil sein Papi nicht in den Social Media sein. Kann ich verstehen, aber er hat sich mega darüber gefreut. Also von dem her, hey, cool, super, schön haben wir diesen Leuten eine Freude machen. Auch noch einmal danke an Stucki, natürlich, an Ronny Kamenisch, dass er das auch möglich gemacht hat. Ist mega cool so. Ist, ja, von dem her, wenn man so mit den Firmen etwas machen kann, why not, oder? Genau. Perfekt. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir doch in die erste Rubrik. Und zwar meine Woche, deine Woche. Der Soundtrack wird einem nie langweilig. Der wird nie langweilig, nein, der wird nie langweilig. Hey Nico, so. Und die letzten paar Mal habe ich angefangen, heute darfst du anfangen, also in der Woche erzählen. Ich habe zwar wieder mehr als du, denkt mir. Also vielleicht habe ich es einfach detailliert draufgeschrieben. Ich habe die Hälfte vergessen aufzuschreiben. Ja, natürlich. Das kann man dann wieder sagen. Gut. Hey, es ist 1. September, wenn ihr den Podcast hört. Leck, schon der 1. September. 1. September. Und Ende Monat, also am 28. September, ist beim GoFish das Herbstfest, heisst das. Ihr habt es vielleicht sogar schon gesehen auf Social Media. Es sollte eigentlich schon, wenn es mir recht ist, gepostet worden sein. Dort ist die Herbstmesse mit GoFish zusammen mit Maximus und Majorfish. Also ich werde auch dort sein. Ich werde sicher noch irgendjemanden vom Team können mobilisieren hoffentlich. Und sonst bin ich auch allein dort. Macht nichts. Kommt vorbei. Ich habe ganz viele Maximus-Routen. Der Oli sieht all die Päckchen, die da oben stehen. Oh ja. Und vor allem, es gibt auch noch einen Wettbewerb. Selbstverständlich nebst Wurst und Bier, wie es auch üblich ist. Ja, könnt ihr dort noch an einem Wettbewerb mitmachen, wo ihr ganz coole Preise könnt gewinnen könnt. Unter anderem natürlich auch eine Route und Rollenecht noch. Bin mir nicht ganz sicher, ich kriege jetzt zusammengestellt. Ja. Aber es gibt, glaube ich, irgendwie 10 Gewinner. Von dem her, come on, kommt vorbei, gebt euch einen Ruck. 28. September ab dem 9. bis am 4. Geil. Beim GoFish in Steinhausen. So. Muss ich schauen, dass ich auch noch Zeit habe zum... Gut, sagst du das? Ich kann mir das nachher ganz schnell eintragen. Sauber, perfekt. Ich habe zwar am Abend noch abgemacht, aber... Macht nichts, das heisst, der Oli wird in dem Fall auch vor Ort sein. Wenn ihr dann irgendetwas noch von Fischverrückt wissen wollt, könnt ihr auf den Oli zugehen. Stimmt, vielleicht haben wir noch ein paar Stickers, die wir verschenken können. Ich habe keine mehr. Mal einen habe ich noch, einen einzigen. Fuck, den müssen wir wieder bestellen, hä? Ja, richtig. Weil die Schweizer Sportfischermesse
kommt auch schon gleich. Richtig. Auch wenn ich schon reingerätsche, der Gesi hat mir die Sachen geschrieben. Ja, Ich weiss schon, die Insider-Sachen. Ja, ich kannst dir nachher die Infos aus der Szene liegen. Du bist so brüd, Mann. Du bist so brüd, Oli. Ja, das ist mir Traum erzählt. Ja. Aber kommen wir da die Schweizer Sportfischermesse. Legende. Ja, ist ja gleich. Hey, genau, dann die Raubfischpakete sind verschickt worden, hat ja der Oli bereits schon gesagt. Die sind ja schon bereits angekommen. Wir haben da coole Reaktionen bekommen. Danke euch für das Mitmachen an alle und vor allem herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Und danke vielmals fürs Posten von diesen Paketen. Mega cool. Sehr schön. Hey, dann Xander Pro 4 ist ja am Laufen. Jawohl. Ist ja mittlerweile der Tag 4. Scheiße. Ich weiss es nicht mehr, ich habe es erst geschaut. Oder ja, 3. das sagt man, ich bin nicht vorbereitet. Ne? Ja, das habe ich natürlich nicht aufgeschrieben. Hey, was mir aber geblieben ist, habe ich fast eine freche Idee gefunden. Sie haben ja einen Boottag, einen Ufertag und einen Allgemeintag, meint es, wo sie können wählen, was sie wollen, wenn es mir recht ist. Auf jeden Fall gibt es beim Bootstag, darfst du das Live-Scope nur am letzten Tag nutzen, Live-Sonar. Ja. Beim Boot. Und jetzt hat Neis natürlich, die haben ja das Boot ist ja geklaut worden, haben die gefunden, hey, weißt du was, das portable Live-Scope haben wir ja weggenommen. Wir haben Ufertag. In der Regel steht nichts, dass wir am Ufer kein Live-Sonar brauchen dürfen. Was haben sie gemacht? Das portable Live-Scope mitgenommen. Ja, aber das ist wieder clever. Das ist clever. Ja, es ist wieder, es dunkelt mich so ein bisschen, wie bei uns in der Schweiz. Wenn irgendetwas nicht deklariert ist, dann macht es mir, dass man es irgendwie kann deklarieren. Also sprich, man macht es, bis es ein Gesetz gibt, einfach, weil man es ja ausreizen will. Es hat noch nichts gebracht, meinte ich. Okay. Ist für mich auch jetzt etwas an einem Ufer, ein Live-Scope. Ja, weiss nicht. Also, ja. Ja, du weißt, ob die Fische am Spot sind oder nicht. Ja, aber sorry, die Spots, die dort haben, die sind in so vielen WhatsApp-Gruppen, die wissen, welchen Spot liefert und welchen nicht. Ja, schon klar. Also, weißt, aber ich glaube, ich kann mich erinnern, dass der Toni Wehn und der Daniel Adriani in ihrem Podcast mal darüber geredet haben, dass das genau die Schwierigkeit ist mittlerweile von so einem Turnier, die Regeln so doppelt klar zu schreiben, dass es eben nicht so Schlupfwinkel gibt. Ja, genau, dass es keine Schlupflöcher gibt. Ja. Richtig. Stelle ich mir auch noch extrem schwierig vor. Ja, du, anscheinend, Idees, was Idees, hat mal einer gesagt. Auf jeden Fall, sie haben dann schlussendlich noch vom Ufer einen 88er Zander gefangen, 88 cm, und haben somit den Big Fish Point bekommen. Also zumindest für den ersten halben Tag. Ich glaube, es ist das 3. Ich bin mir im Fall Episode. Aber ist krass. 88 ist das nicht mega nah am grössten Zander, den Dustin je gefangen hat bei Xander Pro? Ist gut möglich. Also aber das ist nicht dabei. Nein, das ist nicht dabei. Aber es ist ein Riesenfisch, glaube 88 vom Ufer. Hey. Ich wäre noch schon froh, mal über 30 Zanderli da. Ja, glaube ich dir. Gut, bei dir ist halt, 0 ist halt einfach zum Überbieten. Ja, look, jetzt mache ich gerne mal einen Aufruf. Wenn irgendjemand mir noch den Wunsch erfüllen bis Ende Jahr, dass ich noch meinen Zander fange, darf sich gerne bei uns melden. info@podcast.gmail.com. Ja, genau. Nein, info.on-podcast oder info.on-podcast. Oh, das ist über Instagram. Insta ist einfach. Schreibt uns über Instagram. Absolut. Aber Oli, ich bin zuversichtlich, den holst du noch. Ja, es tut im Fall schon die Seele weh. Hey, ja, dann war etwas mega Cooles gewesen. Der Linus, ein Teamfischer von mir, hat mir am Vorabend geschrieben und hat gesagt, hey, ich bin morgen an der Reuss am Fischen. Kommst du auch? Hast du Zeit? Wo sind die guten Spots? Kannst du mir auch etwas sagen und so? Und die Spots geiler, hä? Ja, wenn du frisch an einem Gewässer bist, so. Bei einem Teamfischer finde ich, ist es absolut okay. Also, hey, und dann habe ich mir doch die Zeit genommen und bin tatsächlich mit ihm fischen. Ich habe ihn am Anfang ein bisschen umgeschickt. Er war zu Fuß unterwegs, beziehungsweise mit ÖV. Und hat dann ein bisschen die Spots abgelaufen, die er angegeben hat. Halt leider nur ein 35er Hechtchen gehabt, aber immerhin nicht abgeschneidert. Es gibt viele Leute, die im ersten Jahr oder uns gar kein Hecht fangen. Von dem her ganz okay so. Ja. Wir haben uns dann am Abend noch getroffen, oder am späteren Nachmittag, sind dann noch zusammen fischen, haben dann leider auch nichts mehr gehabt, aber es war mega cool gewesen. Er hat mega Freude gehabt. Ich habe mich mega gefreut, ist er mal zu mir gekommen. Mega cool. Linus, an dieser Stelle danke vielmals, mega cool gewesen, hat Spass gemacht. Und hoffentlich bis wieder einmal. Linus, ich weiss, du hörst den Podcast auch. Ja, du musst unbedingt wissen, wo du die geilen Barben gefangen hast. Ich weiss, wo ich sag's. Weil über das haben wir nämlich auch noch geredet. Aber das soll er dir sagen.
Also ich kenne den genauen Spot kenne ich nicht. Okay. Ja. Hey. Mal ich kann. Dann, hey, etwas mega, wie sagen wir denn, mega krasses eigentlich. Ich habe mit einem geschrieben, den ich eigentlich noch gut kenne, mit dem gehe ich auch bei dir fischen. Der ist mit einem kleinen Bub rausgegangen, mit einem 9-Jährigen. Und die sind am Scopen gewesen, seine Mami war noch dabei, das vom 9-Jährigen. Und der hat anscheinend die Route so letzt gehabt, dass der sich beim Anschlag satte 2 Finger gebrochen hat. What? Hey, stell dir das mal vor. Ja. Stell dir das mal vor. Du hast die Route, du bist am Fischen und der Fisch kommt. Also er hat noch gesagt, hey, er hat nicht gedacht, dass der Fisch noch kommt, weil der Köder ist unter dem Fisch gewesen, dann hat er ihn so schnell drüber gezogen. Der Fisch hat gekehrt, reingeschossen. Er hat dem Kleinen noch gesagt, du musst die Route abheben, du kannst nicht anschlagen. Und der Kleine, mal, das kann ich. Wie groß war der Fisch? Musst vielleicht cutten, ein Deutscher. Hey, und dann hat der Fisch eingeschlagen und ihm gerade den Zeigefinger und den Mittelfinger gebrochen. Dann sind Nacht am 1 sind sie noch in die Notfallstation. Er ist dann irgendwann wieder retour das Boot gehen, ganz auswassern, verladen und ist dann heimgegangen. Wie gross das Fisch war, weiß ich nicht. Ich glaube, sie haben ihn nicht mal gemessen in der Hitze des Gefechts. Der Fisch ist dann schlussendlich auch wieder abgefallen. Ja. Meinte ich zu wissen. Bin mir auch nicht ganz sicher, ich müsste die Sprachnachrichten einschließen. Ja, also von dem her. Ich kann sie sonst mal einblenden, für die es interessiert, wie das so ein bisschen gegangen ist. Ja, es war halt ein Kind, gell? Er ist mit seiner scharfen Mutter gekommen, aus Berlin. Extra, zum Dicke fangen. Und nachher heult er umeinander. Er hat sich gekippt in der letzten Spasti, Alter. Und der Hecht ist ihm halt nicht vertikal, sondern erst so flach gekommen. Und dann ist er so richtig geradeaus drin gescheppert, voll auf Spannung. Und ich habe die euren Bremse halt zugehört. Ich habe gesagt, du musst den Sieg heben. Ich habe auch gewusst, den kann ich da anschlagen. Aber ey, Alter, der ist ihm so drin nie gescheppert. Aber wirklich voller Hahn, Alter. Direkt in die Flucht gegangen. Und dann ich bin froh, die Fischerroute nicht gehört. Da hat es wirklich 2 Finger gebrochen, den Zeige und den Mittelfinger. Ja. Ja, Guide ist halt nicht einfach. Definitiv, ja, guiden. Mal guiden. Er macht es verdammt gut, er guidet brutal gut, aber wenn du schlussendlich Leute hast, die nicht fischen können und nicht auf dich hören, ist es brutal mühsam. Auch für einen Guide. Ja. Also. Ja, schade. Das habe ich jetzt auch so erlebt. Ich war ja bei Marco in Mercozzo und er hat mir auch so Geschichten erzählt. Er hat manchmal Kunden oder Klienten, dann sagt er ihnen, er kämpft seinen Tümpel. Er steht fucking jeden Tag, jede Minute, die er kann. Sagt er ihnen, ja, schau, das und das musst du machen, das und das musst du anhängen. Und die Kunden machen einfach das komplette Gegenteil. Ja. Und dann denkt er sich so, ja. Und dann nutzt du am Abend, dass du keinen Fisch gefangen hast. Für was ja. Bin ich jetzt mitgekommen? Einfach zum neben dir ein bisschen rumstehen und ja, halt, ja. Genau. Ja, hey, und dann, da habe ich jetzt extra bis zum Schluss aufgehalten, weil du hast dann bei dir in meine Woche, deine Woche. Nein, bei C-Bank, genau, YPC-Bank. Ich habe bei Infos aus der Szene. Infos aus der Szene, sorry. Genau, richtig. Darum habe ich für den Moment eigentlich mit meiner Woche geschlossen und würde jetzt dir das Wort übergeben, Oli. Jo, ich bin, also etwas Anglerisches habe ich gemacht die letzten 2 Wochen. Und zwar sind wir letzten Samstag am Zürichsee gewesen. Bei fucking 32 Grad, Mann. Wir haben es uns angetan. Die Morgenstimmung war super, die Abendstimmung war super, das zwischendrin war zum Kotzen gewesen. Aber es war verdammt schwierig gewesen. Momentan habe ich das Gefühl, die Fische, ich weiss nicht, was mit denen los ist. Denen ist es einfach auch zu heiß oder die kommen einfach immer noch nicht raus. Wir wollten eigentlich Egli fischen. Bist du vom Boot oder vom Ufer aus? Wir sind vom Boot aus gewesen, wieder zusammen mit dem Dima. Wir haben Fisch gefunden, das war mega einfach zu finden, aber schlussendlich haben wir am Abend herausgefunden, auf was Bock haben. Die haben erst am Anfang angefangen zu beißen, aber es ist halt nicht zählbar dabei rausgekommen. Dafür habe ich, Robin, ich habe es dir schon gesagt, mit dem Pinti ausgefangen, wo er uns mal geschenkt hat an der Messe. Okay, geil. Mega cool, genau. Ja, nichts weltbewegendes. Wir sind easy fischen, haben ein bisschen gebadet und ja. Wir haben aber schon von Anfang an gewusst, dass es eher hart wird. Wenn es nicht beißen. Nein. Ich hoffe wirklich auf einen guten Herbst, dass der Herbst noch ein bisschen fischreicher wird. Ich finde, das Jahr ist schon schwierig. Hey, ich habe mega viele Anfragen auf Insta über «Hey, wie fangst du dies, das?» Gott sei Dank hast du das auch, nicht nur ich.
Weil Ja. ich habe also nicht die Anfrage über Insta, sondern einfach das Gefühl, dass das Jahr irgendwie völlig crazy ist. Ja, und wenn du denkst, der Igli, der beißt doch im Sommer immer. Hey. Schon klar, er hat mehr seine Beißphase morgen Abend. Ja, aber gleich. Aber du Aber fängst so- es dann wenigstens. Ja, Oder? genau. Und das Jahr auch. Als ich mit dem Linus am Fischen war, habe ich gesagt, schau, jetzt gehen wir ein paar Spots ab. Dort habe ich im Sommer, letztes Jahr, da habe ich Egli gefangen. Da hätte ich die Hand ins Feuer legen, dass ich Egli fange. Hey, wir sind die Spots. Er hat gesagt, ja, da bin ich jetzt runtergekommen, habe ich nichts gehabt. Ich weiss, wie es dort beissen. In der Regel. Auf was und mit was und wie auch immer. Hey, wir sind dort durchgelaufen. Nichts, kein Bock. Nachläufer von so Schlüsselanhängeregeln, so vielleicht 10, 12 cm, so, aber mehr nicht. Kein Biss, nichts. Hey, es ist crazy. Und letztes Jahr um diese Zeit, August, ja, das war High Season. Voll. Da hast du die Igli gefangen auf alles. Also Topwater, Ja, Wobbler. Und Jigspinner, Rig, Jig, normal. Crazy. ja, und wir haben auch dann irgendwann mal das Live angemacht, zum schnell schauen, wo sind die Igli. Und hey, die Baitschwärme, die dort rumschwimmen. Und darunter Ja. stehen die Igli in Masse. Ja. Aber du kannst ihn auf den Kopf rühren, die machen keinen Wank. Das ist so krass. Ja, es ist verrückt. Ich habe am Obersee habe ich mal eine gute Zeit gehabt mit dem Maxel, wo wir mal waren. Aber auch dort, bis wir es dann gefunden haben. Wo wir es dann gefunden haben, haben wir wenigstens ein paar Regeln gefangen. Nicht wirklich sehenswert, sage ich jetzt mal, aber wir haben es gefangen. Aber sonst, also, ich habe am Zürichsee bis jetzt ein Segel gehabt. Gut, ich bin auch nicht viel am Zürichsee. Ja. gewesen. Und an der Reuss habe ich vielleicht etwa 4 Regeln gehabt. Mehr nicht. Also, es ist verdammt. Ja, also Schweiz ist brutal. Eben, ich habe es nachher schlussendlich auf einen Dart-Jig mit einem Pintius gefangen, aber so richtig aggressiv jiggt. Ja. Weißt du, so Ja. voller kann, Ja. wo du denkst, da kommt kein Fisch mehr an. Ja. Und dann ja. sind sie reingeklebt. Aber bis wir das mal herausgefunden haben, Ja. ist halt wie es ist. Ja, it is what it is. Das ist immer noch mein Richtig. Lieblingsspruch. Jawohl, dann bin ich in Planung. Und zwar habe ich meinem Bruder auf den Geburtstag letztes Jahr, ich glaube, ich habe es sogar da im Podcast erzählt, dass wir mal gehen wandern und fischen. Ja, genau, Das- dass wir mal so einen Bergsee. Genau, das Ding werden wir nächste Woche umsetzen. Ich bin sehr gespannt, wo es hergeht. Ich habe 3 Seen rausgesucht, ich will jetzt da keinen verraten. Absichtlich nicht. Tust Aber du entscheiden oder hast du ihm die Wahl? ich darf entscheiden. Er will aber gerne ein bisschen wandern. Ich Ja. würde lieber gerne fischen anstatt wandern. Ja. Und darum habe ich ihm gesagt, «Schau, du kannst da auswählen, bis zu dem haben wir so lang, bis zu dem haben wir so lang. Könnt ja um den Lungersee wandern. Nein. Nein, es ist schon, ich habe das ja letztes Jahr im Tessin gemacht, ich war letztes Jahr 3 Wochen im Tessin gewesen, und es ist schon geil, wenn du auf so einem Bergsee kannst rauflaufen, wo du einfach 2500 Höhenmeter machst. Hast du schon das Gefühl am Abend, du hast etwas Brutales gemacht. Das glaube ich. Müssen nur noch Hechte drin sein und dann ist es natürlich geil. Ja. Was ich noch überlegen muss, ob es ein Video gibt, mal schauen. Dann, hey, hast du das mitbekommen? Wobei, der Brosef habe ich zwar auch schon ein paar Mal da erwähnt, er ist ja ein YouTuber von Deutschland, ich weiß nicht, kennst du ihn mittlerweile? Hast du mal geschaut? Ich habe die Hecht- und Barsch-Folge gehört vom Podcast, Ja. was sie haben. Nägel mit Köpfen. Mhm. Köpfe mit Nägeln. Köpfe mit Nägeln, genau. Durch das, aber sonst, nein, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall hat er eine Folge rausgebracht, jetzt auch schon, ich weiß auch nicht, 3 Wochen her oder so. Und dort fischt hat er ein Kombipaket bekommen von der Firma Jäger, wo ja da Mhm. den Sitz in der Schweiz hat, Mhm. wo sie das Egli-Paket können, ausprobieren können. Das ist Router, Rollen, plus noch Plus verschiedene irgendwie Rigs oder genau. so, genau. Ja. Und ich habe dann gedacht, ja, easy, cool und so. Und dann habe ich gedacht, einfach so für mich mal, ja, ich verstehe, warum Jäger das ihm gibt. Er hat sehr grosse Reichweite, sehr viele Klickzahlen. Und wiederum habe ich gedacht, es ist einfach verdammt schade. Dort fehlt mir einfach, dass wir Schweizer, und da muss ich jetzt wieder unsere Szene anprangern, letzte Woche habe ich sie gelobt, diese Woche kommt sie auf den Deckel über. Und ich einfach finde so, hey, wir dürften einander mehr unterstützen. Wir haben auch bei uns YouTuber, nicht so bekannte, nicht so Die haben krasse. nie so eine Reichweite Ja, wie in Aber Deutschland. ich finde, wir könnten einander schon auch mehr unterstützen in dem. Ja, wir hätten auch natürlich. können einem Schweizer YouTuber sagen, hey komm, wir machen etwas Geiles zusammen. Ja, aber es hat nie so eine Reichweite Klar, wie in Deutschland. klar, Das ist klar. das. Da kannst du noch so auf die Schweizer Top-YouTuber zugehen. Ich sage jetzt vor allem gerade in der Fischerszene. Das ist abartig. Deutschland hat viel größere Reichweite. Du siehst ja nur schon die Formate, die du schaust. Ja klar. Wie viel Prozent aber, von diesen Formaten, die frag du dich doch schaust? einmal, warum sind die Schweizer nie so weit oben? Weil keine Schweizer das klicken. Ja, warum nicht? Ja, eben ja, warum nicht?
Das ist die grosse Frage. Und wenn du nicht eine Firma hast, die auch noch dahinter steht, finde ich firmentechnisch kann ich es verstehen, wie du jetzt auch sagst, und wiederum finde ich es auch ein bisschen schade. Ja, natürlich ist es schade. Also nicht, dass ich das hätte machen du musst aber... Du musst auch sehen, Jäger exportiert auch auf Deutschland. Die sind ja nicht nur in der Schweiz tätig, sondern die sind ja europaweit, wenn es mir recht ist, sind die unterwegs, also sicher auch Deutschland. Also von dem her ist es für die sicher auch angenehmer, wenn die schon Standbein in Deutschland haben und dort auf so einen YouTuber können zählen, dann geht auf den Brosef, der ja sehr ein bekannter YouTuber ist, dann ja, why not? Also ich glaube, wenn ich in dieser Situation wäre und in der Schweiz keinen ähnlichen oder annähernd gleichen YouTuber hätte, würde ich das wahrscheinlich auch über Deutschland machen. Okay. Einfach so mit Deutschland. Ja, eben, ich sage ja, in Deutschland firmentechnisch erreichst du 10-mal mehr Leute. Ja. Oder? Also, ja. Ich verstehe deine Ansicht. dass du sagst, hey, die Schweizer Angelszene ein bisschen unterstützen und die YouTuber von der Schweiz ein bisschen unterstützen und so, aber schlussendlich... Es gibt ja da einen guten Podcast, wo wir etwas hätten verlosen können. Ja gut, das stimmt. Vielleicht hören sie ihn ja nicht, wer weiß. Genau. Jo, und dann bin ich einfach noch mal Hochzeit gewesen, aber das ist noch so beiläufig. Daily Business. Du auch, okay, Du auch, gell? cool, ja. Es ist ein bisschen der Zeit von der Hochzeit. Ja, absolut. Nebst dem in 2 Monaten doch auch noch jemand heiratet. Echt? Ja. Wow. Lassen wir jetzt mal noch offen. Selber schuld. Nein, ich darf nicht zu viel sagen, sie hört den Podcast. Ja gut, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen für meine Woche. Ja, sehr gut. Dann würde ich doch sagen, gehen wir in die nächste Rubrik. Infos aus der Szene. Hey Oli, wenn ich das Protokoll anschaue, also für die, die es nicht wissen, wir haben ja da, wir sind schön am Handy und wir haben da die Protokoll und wenn ich da meins anschaue, dann sehe ich immer schön Nico, also Strich, Nico, Absatz und nachher ein bisschen versetzt kommt ein Punkt und dann kommen meine Punkte. Und wenn ich dem Oli schaue, sehe ich Strich Oli, Strich Thema, Ja, Strich, weißt warum? irgendetwas. Das regt mich brutal Nachher kommt auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es wundert, dass nicht noch irgendwie A, B, C, D, E Nein, und noch irgendwie ein mich Sternchen. regt's. Und Bei dir macht es automatisch die Punkte, bei mir macht es die nein, Punkte nicht. die musst du machen. Das nennt sich Formatieren. Ja, bin ich zu voll dazu. Egal. Hauptsache Ja, ich probiere es an mir. Das andere, 1, 2 und 3 ist, weil beim YPC gibt es Untertitel. Okay. Ah, wow, okay. Das tue nicht irgendwie noch A, B, C. Das ist ja gleich. Ja, hätte ich auch noch können. Hey, der erste Punkt nehme ich, nachher kannst du anfangen. Und zwar, Kili, welcome back. Hey, willkommen zurück daheim. Und ich hoffe, es geht steil bergauf bei dir. Und ja, freut mich, oder freut uns wahrscheinlich alle, nehme ich mal an, dass du auch wieder rum bist. Geil. Das heisst, der Laden wird wahrscheinlich wieder mehr offen haben. Schreibt mal mir gleich bitte. Ja, oder Kili macht einen Post auf Insta oder so, wie es aussieht mit dem Shop, damit die Leute wieder wissen, wann du dort bist, wann sie zu dir kommen und wann sie ihren Stuff posten. Geil. Oli, kannst du weitermachen? Mach doch weiter. Soll ich weitermachen? Ja. Also gut. Ja gut. Ich habe sonst im Fall eigentlich nur noch internationale News. Tipptopp. Und zwar gibt es von Deeper, das ist jetzt für alle Karpfenfischer vor allem wichtig, von Deeper, die haben das erste Futterboot entwickelt von Deeper. Also ihr eigenes erstes Futterboot. Und zwar heisst das Deeper Quest. Habe ich gesehen, habe ich gefunden, muss ich reinnehmen, weil wir sind ja nicht nur Raubfisch-Szene, sondern wir sind ja allgemein. Oli, kannst du das Lachen gut verklemmen? Das ist wirklich gut. Haben wir jetzt fest Mühe gegeben? Aber noch geschwind ein paar Fakten, also 3. Die Reichweite ist für 20 Kilometer gedacht. Ich habe keine Ahnung, ob das weit ist. Ich glaube, das ist verdammt weit. Ja, das ist schon 20 Kilometer. Kilometer. Ja. Und der Akku langt 7 Stunden. 7 Stunden, 20 Kilometer. Also der fährt ja nur schnell Futter führen, rührt das dort an den Spot Ja, das machst du vielleicht mehrmals. Und du hast ja den Köder, glaube ich, raus mit dem, meint es. Ja, aber das Es hat auch noch so Fächchen und so, also ich weiß auch nicht, wie man denen im Fachjargon sagt, ich bin kein Karpfenfischer, wo man noch kann sein Fluid und so rein tun und die Bags und so, es gibt ja extra so auflösende Dinger, Ja, voll. wo man noch rein tun kann. Also ich nehme an, mit dem fährst du den Köder raus. Darum, Also schon noch nice. wenn du einen Run gehabt hast, also das ist ja, wenn er einen Karpfen gegangen ist, für dich, wo das nicht weiss. Nein, ist gut. Dann tust du ihn ja wieder raus. Und tust vielleicht eine andere Stelle noch und noch ein bisschen Futter und so, keine Ahnung. Von dem her, ja, die ersten 1000 Stück sind schon verkauft. Das wäre der dritte Effekt gewesen.
Oh wow. Gut. Australien, gehen wir auf die andere Seite des Kontinents, die haben das beste Jahr oder das beste halbe Jahr von den Sales gehabt bis jetzt. Finde ich noch ziemlich heavy. Wenn du denkst, so im letzten Podcast, wie Shimano einen Rückgang gehabt hat zum Beispiel, oder auch jetzt, das ist schon bereits der nächste Punkt, Globride, Daiwa-Eigentümer in Japan, der hat einen Umsatzrückgang von 7,7% im ersten halben Jahr. Also ist eigentlich verrückt, dass die grossen Firmen Umsatzrückgänge haben, aber Australien sagt, sie haben das beste halbe Jahr mit den Sales gehabt. Ist noch verrückt. Gut, Australien macht das allgemein und Daiwa ist auf Daiwa. Ja, klar, aber wenn du denkst, also ich habe jetzt nur von Australien gehört oder gelesen, dass die das beste Jahr gehabt haben bis jetzt. Von dem her, ja, obwohl eben, die haben auch noch Salzwasser und so, gell, das ist ja nicht alles noch süßes Wasser. Eben, ich wollte gerade sagen, Ja, Australien wäre absolut. mal ein geiles Reiseziel zum Fischen. Wäre sicher mal geil, ja. Ja. Wäre sicher mal geil, aber ich glaube, da würde ich vorher irgendwie in Kongo oder so. Wirklich? Ja, ich finde, das ist geil. Und dann so ein Tigersalmer oder so gehen. Oh ja, Wäre schon, Peacock wäre schon auch noch nice. wär schon geil. Ja, mal Hey, aber schauen. krass, Daiwa, Shimano. Ja, und was war letztes Mal noch? Gewesen? Ja, Shimano habe ich gemeint. Ja, Shimano mit Rückgang und aber Rapala mit. Rapala mit Plus, ja, wegen Crush City. Genau. Aber kann das daran liegen, dass andere Marken einfach auch nachziehen mit guter Qualität an Ich- Ruten und Rollen? Ich kann es mir gut vorstellen. Dass andere Marken anziehen und halt auch, dass vielleicht jetzt seit Corona halt weniger Leute fischen. Weil es hat doch wieder ziemlich abgegeben, denkt es mir. Ja, ich glaube, bei Corona war schon ein mega Run gewesen, und ich weiß nicht, wie viele Leute, die dort gefischt haben, in diesen, sagen wir, 2 Jahren, 2021, also Jahr 2020 und 2021, ich weiß nicht, wie viele das von denen effektiv auch noch fischen. Keine Ahnung. Könnte noch Also- sein, hä? Ich glaube, es hat schon recht nachgelassen. Ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr in diesem Corona-Jahr angefangen habt zu fischen. Nicht Ja. mal ein Wunder. Das wäre noch spannend. Wer hat alles angefangen in diesen Corona-Jahren, im 2020 und 2021? Ja, Oli, das wäre es bereits schon gewesen mit meinen News. Siehst du, ich bin vorbereitet. Easy, voll. Hey, dann bei meinen News. Bei mir ist so ein bisschen ein Fun-Fact, wie du letzte Woche gebracht hast. Mit dem Kawasaki Mit Jetski. Genau, mit dem Koks, nein. Oh, nein, mit den Haien. Mit den Haien, Ja, wo- stimmt. Der Kawasaki habe ich das vorletztes Mal gebracht, genau. Jetzt hat man Pottwal, ich nehme an, es war eine Attrappe oder einfach so Kunst gewesen, am Zürichseeufer abgeleitet. Und zwar hat man einfach dort ein bisschen darauf aufmerksam machen, von Artensterben, Umweltzerstörung und Gefährdung von den natürlichen Lebensräumen. Weißt du, wo der ist? Der Wal? Ja. Ja. Wo? Ja, jetzt. Ja. Du hast Ich ihn- du hast Ich kann es ihn dir im Kopf, zeigen aber- auf Maps, aber ich kann Okay. dir die Straße nicht sagen. Es ist gerade in der Nähe von Bellevue. Also, okay, eben dort vor dem Seebecken. Ja, genau. Ja, okay. Also ein bisschen mehr links, hinten dort bei der Body. Wenn du flussaufwärts schaust. Also seeaufwärts. Richtig Rappi, ja. Ja, genau, dann auf der linken Seite. Okay. Genau, Okay. dort ist er. Also ich weiß nicht mehr, ob er noch dort ist, aber Ja. anfangs letzte Woche oder so haben sie ihn dort. Okay, geil. Irgendwie finde ich es auch noch geil. Ja, voll. Ich finde es noch cool. Nebst dem, ich glaube, zu wissen, dass China den Wal wieder zum Abschuss freigegeben hat. Das weiß ich nicht. Ob es bringt, sei jetzt mal dahingestellt. Ob es Ja, etwas vor allem bei bezweckt, uns. Aber Wir, die sehr, sehr weit weg sind vom Meer. ja. Eben, ich glaube, es gibt schon noch so die grossen Weltdings, wie zum Beispiel die Färöerinseln oder so, wo das ja mega mit Kultur ist, so die Wal und Delfine zu Ja. mördern, muss man ja schon fast sagen. Ist schon brutal. Schaut euch mal so das Video an, wenn es euch interessiert. Ja. Ich finde, es ist noch brutal, wie mit dem Tier umgegangen ist. Man rammt dem einfach so einen Speer in den Kopf rein. Ja, Ich habe glaub, mal eine gute Serie gegeben auf Netflix, wenn es ist mir dort recht auch ist. vorgekommen. Ja, ich glaube. Könnte sein. Ja. Ja, nebst dem eben China ist glaube auch noch mit dabei, Japan und so. Ja. Die finden, das ist immer noch Kultur. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir einfach mal dort bei diesen Leuten reden, nicht mit den Schweizer. Wenn man mit denen kann reden kann, ja. Das Ja. ist ein Sommer. Aber, Aufblecken ja. mit dieses Blechen. Keine Fleisch, heute keine Fleisch. Dann im Lungenparadies, also im Shop, ist eingebrochen Ey, worden, stimmt. im Nacht auf den Samstag. Ganz nieder. Und ich glaube, recht gewütet worden. Aber ich habe gehört, der Geier hat ein Alibi. Hat er selber kommentiert darunter. Ja. Mega krass. Ich hoffe, Ja, es ist recht nieder, ihr könnt das alles wieder aufbauen, Ja. Dani. Ist ein rechter Sachschaden entstanden, so Ja. wie er geschrieben hat. Also ich habe einfach den Post gesehen.
Ich habe mich dann noch gefragt, was da gegangen ist und gestern hat er dann geschrieben, eben Einbruch in der Nacht auf Samstag mit einem erheblichen Sachschaden. Ich glaube, der Köderautomat und die Kaffeemaschine sind schon wieder ersetzt worden oder funktionieren. Aber es ist nicht viel gestohlen worden, aber halt viel verwüstet. Finde ich recht schwach, finde ich brutal schwach. Hey, und wenn es Fischer war, sorry, dann schneiden wir die Köpfe ab. Hey, ich hoffe einfach, es sind nicht so Tierschutzorganisationen gewesen, weil wenn das losgeht, bei uns, so... Meinst du? Das könnte auch noch sein, hä? Ich kann es mir schon vorstellen. Also, aber dann gehst du auch nicht anlungern. Entschuldigung. Ja, das andere wieso schon nicht? Das gewesen, ist ja explizit das Put-and-Take gewesen. Sie sagen sich doch, oh nein, dort werden vor allem extra eingesetzt, damit sie abgemordet werden. Also ich weiss es nicht. Also ich kann es mir jetzt so vorstellen. Also seid ihr, dann könnt ihr euch am Kundelfinger auf, aber langsam warm anziehen. Ja. Uiuiui. Ich hoffe es nicht, Also Hey, ich hoffe es auch nicht, dass... Ja. Und Hey, ich hoffe vor allem, es vor war allem- das letzte Mal gewesen. Und kein Fischer. Ja. Kein Fischer, Ja. also. Ja. Das geht's noch. Absolut. Ja, Bad News, Dani. Ich hoffe, bringst du schnell wieder auf die Reihe dort. Und ja, von dem her gut zu aufräumen, ja. Dann BFW bringt Kleidung, heute habe ich es ein bisschen, bringt Kleidung raus mit Hoodie, Socken und so weiter. Okay. Recht stylisch noch gemacht. Ja. Sind ja Sachen auf Insta geladen, habe ich Ja. schon ein bisschen durchgeschaut. Sieht noch nice aus. Cool. Dann deine Lieblingsmarke, Nice. Hast du deine Schuhe? Nein, Ah. es ist auch noch nicht Ende September. Ende September, Ende August. Okay. Ja, dann geht es noch ein bisschen. Nicht Ende August. Weißt du, auf deine Hochzeit habe ich sie dann. Ja, ist gut. Kannst du mit den weißen Sneakers kommen. Ich habe den Felix Kretschmeier von Deutschland habe ich noch getroffen letzte Woche, vor dem Hochzeit dort, am Mittwoch. Und dann haben sie auch von Ace gehabt und dann gesagt, und zeig mal deine neuen Schuhe, sind sie bequem, passen sie? Ja. Nein, der Felix hat es glaube ich nicht bestellt. Mal, Er will nur der Wupp. Felix, du hast mich angelogen. Ich meinte, er hat es bestellt. Ich habe mit ihm geschrieben, er sagt Wirklich? mir so, nein, ich gebe doch nicht so viel Geld aus für einen Sneaker. Ich Möchtest sag du ihm ihm schon so- noch zutrauen? Ich so, Kollege, das ist bei uns normal für einen Sneaker, dass du so viel zahlst. Ja. Zudem kommst du zu einem normalen Sneaker keinen Wobbler rüber. Er hat mir gesagt, er will nur den Wobbler. Ah, okay, ich habe Der ist schon gemeint, er geil. hat die Schuhe bestellt. Ja. Ja. Okay. Okay, auf jeden Fall zurück zu Nace. Ja. Sie haben einen Prototyp aufgeladen auf Insta mit Zange und Schere. Wow. Ich glaube für 2030 oder so. Also so Pliers. Ja. So, wow. Cool. Mega. Toll. Also für die nicht mögen darauf warten, matchfish.ch von der Sakura, auch ganz cool im Fall. Also steht halt nicht nice drauf, aber ja. Sorry. Hey, dann verwundere mich, dass du als Hechtangler da nicht willst mitmachen willst. Keine Zeit. Ist vom 28. September bis am 27. Oktober Europa Pike League. Ich hoffe, ich sage es richtig. European Pike League, wahrscheinlich auf Englisch nicht mehr. Genau. Ja. Okay. Nein, sagen wir gar nicht. Nicht? Nein, sagen wir gar nicht. Ich glaube, du kannst einfach dich anmelden. Kostet ein bisschen etwas, kommst ein Scale und so gestellt über und hast in diesem Zeitraum einfach immer Zeit zum Hecht einreichen. Ja, das ist wie das Pike Open wahrscheinlich. Das kann ich zum Beispiel Ah, nicht. okay. Das ist eine Qualifizierung für die Lure Masters. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass in der Schweiz C&R verboten ist. Und wenn dann du so einen 1,30 Meter Hecht dort einreichst, ist okay, aber es gibt viel Nieder, die dann sagen, der macht mit am Turnier, Scheiße, bla bla bla. Von dem her. Gut, man weiß ja eigentlich noch nicht. Ich glaube, das ist ja nur also digital, dass du das einträgst. Es gibt ja nicht wie bei YPC Video. Nein, aber es wird dann Und wahrscheinlich auch posten mit dem Fänger noch. Und ja. Es ist Genau, ja es ist bei ein der, bisschen heikel. He? ja, es ist so beim Pike Open hat es auch ein paar Leute gegeben, die mitgemacht haben, unter anderem auf dem Greifensee, auch auf dem Vierwaldstättersee. Und das ist sehr, sehr Gut schlecht. angekommen. Ja, genau. Ja, sagen wir gut angekommen, genau. Ja. Aber einfach bei den Falschen. Okay. Richtig. So wie ich es mitbekomme. Von dem Ja. her, ja, ist es für mich Ja, aber für Leute, die dort mitmachen und unseren Podcast hören, schreibt doch mal rein, wie ihr da ja, umgeht. absolut. Oder ihr könnt also Das einfach würde eine mich Privatnachricht schicken. Ja, Ich würde wundern, wie... Es würde mich selber mal wundern, wer überhaupt mitmacht. Ich glaube, BFE ist sicher dabei. Ja, ziemlich sicher. Aber ja, wäre cool. Sicher auf jeden Fall. Ich kann mich auch erinnern, dass Jungs von Person, wo es Person noch gibt, Ja. vom Luca, Ja. dass die auch haben wollen mitmachen. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben Die oder haben- auch haben wollen mitmachen. Ein paar haben dort beim Pike Open damals mitgemacht. Ja, Irgend so etwas ist mir noch. genau. Können wir dann im Off sonst noch ein bisschen darüber diskutieren. Jawohl. Hey,
dann kommen wir zum YPC Bank. Endlich! Jawohl. Der Sonntag hat für mich wieder einen Sinn, nebst dem jetzt eine Football-Saison losgeht. Und Aber unser Podcast rauskommt, Oli. natürlich, Gut. immer zuerst Podcast, YPC, dann Football, Gut. ist natürlich klar. Sehr gut. Seit letzten Sonntag, 25.08., werden wieder regelmäßig Folgen ausgestrahlt. Genau. Das Turnier hat sich ein paar Regeländerungen gegeben. Haben wir die jetzt zwar nicht aufgeschrieben, aber es hat ein paar Änderungen drin, Hau weißt du raus. die? Nein, ich habe sie mir nicht Wirklich? aufgeschrieben. Nein, ja. also mir ist nichts bekannt gewesen. Fanggrössen sind noch gleich. Ich glaube, die Gruppen Ja. sind verändert worden. Die besten 4 von möglichen 8 kommen weiter. Stimmt. 4 kommen weiter, ja. Sie werden dann gegeneinander antreten, wo ja Hecht und Barsch sich mal vor langer Zeit gegen das entschieden hat. Ja. Weil die Dass dann wieder 2 Gruppen sind gegeneinander und nicht einzelne Leute gegeneinander. ich glaube, es sind also ich habe es verstanden, es sind einzelne Leute nebeneinander. Aber ich müsste noch mal schnell Ja. schauen, weil er hat es erklärt und ich habe nicht ganz so gut zugelassen. Ja. Genau. Wie findest du Teilnehmergruppe A? Für wer bist Hey, ich finde den von Barcelona finde ich noch ganz ein cooler Typ. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Willst du mal schnell ablesen, wer schnell Gruppe A ist für die? So, also die Namen, genau. Gruppe A sind der Dustin Schöne, Der Beste? der Herbert Ziereis. Ich finde ihn auch ganz geil. Schon, ich finde, hey, Er ist ein Bauer. Ja, aber so ein, Entschuldigung, das darf man fast nicht sagen, aber er ist ein wirklicher Bauer. Ja, Und die Hälfte nicht von ihm, nicht böse ich bräuchte bei ihm gemeint, mal einen Untertitel. Ja, das stimmt, ihn verstehst du. Ich glaube von Bayern oder Sehr so. bayerisch, ja. Ja. Aber ich find ihn ein mega cooler Typ, auch wenn er mit dem Einheimischen dort geschnürt hat. Und das habe ich mir aufgeschrieben, ich hänge es jetzt aber jetzt gleich schon hin, wenn wir schon beim Herbert sind, finde ich eine spannende Taktik von einer Fahrt. Voll. Im Gegensatz zum Beispiel zum Dustin, der sehr Spot-Hopping macht. Ja. Hey, es läuft nicht, gehe ich weiter, gehe den Fisch suchen, der Ja, aber- aktiv ist. Aber ich glaube, das ist er im Fall auch das erste Mal so. Dass er wirklich nur die 2 Spots hat. Nicht? Ja, also du meinst jetzt den Herbert? Ja, der Herbert, Ja, ja. voll. Eben, aber ich finde es mega interessant, dass er sagt, hey, irgendwann Ja. muss der Fisch Ja. da vorbeikommen, Ja. er muss irgendwann beißen, ich weiss es. Aber da musst du schon Eier haben und Boah. sicher sein, Ja. dass da grosse, fette Fische rum sind. Aber weil er sonst hat machst du bewiesen, es nicht. er hat Fisch gefangen. Er hat Fisch gefangen, ja. Er hat Fisch gefangen. Dann der Florian Hassenpflug. Hassenpflug. Ja. Er ist, ja. Ich finde ihn mittlerweile okay. Am Anfang habe ich ihn gar nicht mögen. Mega viele haben gesagt, mal, das ist geil Sieg und so. Aber, Ja, er ist jetzt nicht so der Performer wie Was andere. was ich aber bei ihm geil finde, ist mit der Flügerroute. Dass der die Flügerroute noch dabei hat. Ja. Das finde ich, muss ich sagen, Und er ist ist eigentlich- letztes Jahr im Finale gekommen. Ja, absolut. Finde ich cool. Dann der Sami Muhib. Mhm. Auch ganz okay. Der Evert Ostam, natürlich Urgestein. Der Evert muss einfach dieses Jahr deliveren. Er hat die letzten Ja. paar Mal so richtig Ja, eingeschaut, glaube ich. absolut. Der Birger Domeyer, der ist ja neu. Den finde ich jetzt ganz einen speziellen Ist Charakter. ein mega speziell. Ich habe ja mal die Profiliga geschaut, Fisch Ja. und Fang. Schaue ich nicht mehr. Weil es ist jedem das Seine. Ja. Ich schaue es nicht mehr. Aber er hat ein brutales Know-how. Das wollte ich auch Ein sagen. abartiges Know-how. Und ich habe das Gefühl, der denkt wie ein Fisch. Ja. Also es würde mich nicht erstaunen, wenn der das Ganze würde Mhm. reissen. Ganz ehrlich. Das möchte ich ihm noch zutrauen. Dann der Max Guder, Savage Gear, haben sie auch neu geschickt. Ja. Ein Junge. Sie haben einen sehr krassen Insta-Kanal, glaube auch YouTube. Ja, ist ja Ähm, Harzfishing. Harzfishing, Genau. genau. Sie sind, ich meinte, sie sind im Fall in der Schweiz gewesen, die letzten paar Wochen. Ja. Und haben, ich weiss nicht, welchen See, aber sie haben krass abgerufen Ja. auf Hecht. Ja. Vielleicht Bodensee. Ja. Weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Und dann eben da der Cesar. Valdares. Nein, sie sprechen es eben anders aus. Ja, das muss man ein bisschen Valadares. Keine Ahnung. Valadares. Ja, einmal der finde ich, der Fischers, finde ich ganz sympathischer Typ, so mit den langen Haaren, jetzt so ein bisschen der Death Metal Typ so. Finde ich cool. Also dem möchte ich es auch gönnen, wenn er zumindest würde irgendwie ins Halbfinale kommen oder so. Ja, aber es ist eine brutale Gruppe. Wenn du Es ist denkst, eine du brutal hast einen starke Herbert, du Ja. hast einen Obwohl, Evert. da muss auch gesagt sein, der Herbert hat auch nicht so die starken Jahre gehabt, letztes paar Jahre. Das stimmt. Das Der ist stimmt. vielfach in der Gruppenphase oder in der Viertelfinale ausgestiegen. Ja. Ja. Aber du hast einen Dustin, du hast einen Hasenpflug, also Ja. den Flo, du hast den Evert, du hast den Birger. Also es sind für mich die 4, Und ich wo... glaube, bei dem Max wird so ein Überraschungsding. Mensch, Der könnte vielleicht Hast ein du das Ton Gefühl? werden. Ja, ich glaube aber schon.
Ja, es könnte noch sein. Bröstli. Ja, das ein bisschen zu den Teilnehmern. Dann das Wetter. Wer ist für dich so ein bisschen? Natürlich. Der Schöne, hä? Der Dustin ist ganz klar Favorit. Einfach, der glaubt an sich, an seine Spots. Ich weiss, der tut sich auf das brutal vorbereiten. Viele mögen ihn nicht, unter anderem du auch. Ich möge es. Ja, es ist noch schwierig. Ich finde, eben Max, denke ich, so ein Geheimfavorit. Ja. Dann am Sami, ich weiß nicht, ich mag ihn irgendwie noch. Ich finde den noch irgendwie so ein bisschen lustig mit seinem französisch-englischen Akzent. Ja. Irgendwie mega herzig, möchte ich es auch noch gönnen. Okay. Herbert könnte von mir rausgehen, dann muss ich mir nicht immer so zusammenreißen. Nein, ich find, er macht das Ganze nicht mehr aus. Er ist wirklich von jung bis alt, hast eigentlich alles dabei. Sorry, Herbert. Aber ich finde ihn eigentlich noch... Ich habe ihn am Anfang gar nicht mögen. Ja. Wenn ich gedacht, was er will, dort drin. Ja, ich würde sagen, 1 Dustin, 2 Max, 3 Sami. Okay. 4 ist mir eigentlich wurscht. Ja. Ich sage, der Hassenfluch und der. Also ich sage der Dustin, der Flo, der Evert und der Birger. Okay. Stimmt, der Birger wäre auch noch. Ja, weil ich glaube, also der Typ ist wirklich nicht zu unterschätzen, habe ich das Gefühl. Du, ich bin mega gespannt. Sind wir gespannt. Weißt du, wie es weitergeht? Geht es in dieser Gruppe weiter oder wechseln wir auf die neue Gruppe? Keine Ahnung. Okay, das weiss ich nicht. Sind wir gespannt auf die nächste Woche. Ja. Hey, dann kommen wir zum Wetter. Wie findest du das Wetter im YPC bis jetzt? Sorry, geschwind. Ich freue mich vor allem auf Gruppe B. Einfach so, by the way. Warum ist ja jetzt gleich, aber ich freue mich auf Gruppe B. Bitte nicht. Auf die Härtekerle. Warte. Ich hasse dir in meiner Notiz, aber bei etwas anderem. Reden wir nachher noch drüber. Ja, das ist gut. Hey, nochmal, wie findest du das Wetter? Ja, das Wetter ist miserabel. Also zu so einem Wetter go Turnier fischen, wenn es permanent schifft, ich glaube, das gibt angenehmer. Es gibt einiges angenehmer. Aber ich finde es mal geil, dass die Fischer auch gefordert sind. Ja, natürlich. Ja, klar. Die für so ein Turnier meldest du dich an und dann gehst du. Ob es schifft, ob es hagelt, ob es schneit, ob es 30 Grad ist, dann gehst du. Also, kameratechnisch ist es miserabel. Ja, das glaube ich sofort. Ich glaube, das ist richtig scheiße für Kameraleute, um dort mitmachen. Ich meine, was gibt es Dümmeres als jemand beim Fischen zuschauen? Ja, und vor allem je nachdem, wie viel das dann geht, oder? Also, meinst du, bei dir dann auch noch ein Punkt, oder? Ja, voll. Hey, dann eben nicht viel Fisch. Also ich finde, für die erste Runde haben wir sehr wenig Fisch gesehen. 14. Holland. Ja. 14 Fische. Du hast gezählt, okay. Ja. Also in der Wertung. Ja. 14 Fische in der Wertung. Davon der Dustin als erstes mit 4 Fischen. Der Sami hat, glaube ich, auch... Warte jetzt. Oder der 3 zusammen mit dem Herbert 3, der Florian 2 und der Max 2, irgendwie so. Ist nicht viel Fisch. Nein, es ist nicht sonderlich viel. Gesehen. Ja. Ja. Was habe ich... was mir einfach... Ja, 4, 3, 3, 2, 2, genau. Okay. Ja, es sind nicht sonderlich viele Fische gegangen. Es hat zwar ein paar schöne drunter gehabt, auch vom Hecht her, ich glaube ein 93er Hecht, ein 88er Hecht. Also doch. Auch 88 Zander, glaube ich, oder? Ja, nein, ich glaube 76er ist es von Dustin, meinte ich. Das ist, glaube so 76er und 68er hat er gehabt, irgendwie so. Also es hat schöne Fische drunter gehabt für das. So. Ja, aber bestätigt wieder, dass wir in Holland auch nicht einfach stark haben. Also, ja, natürlich, ja. Das hat mir irgendwie so ein bisschen gezeigt, so, krass, wir sind ein paar Wochen vorher da gewesen. Und... Eine Woche vorher. Eine Woche vorher sind wir dort gewesen. Das war gerade Predator-Tour. Ja. Und der Evert hat ja noch gesagt am Start, dass er keine Zeit fürs Training hatte. Es soll kein Ausweg sein, aber es war jetzt irgendwie, glaube 2 Stunden oder einen Tag irgendwie so sicher am Trainieren gewesen, weil er gerade von der Predator-Tour gekommen ist. Eben, ja. Also, wir haben nicht viel falsch gemacht. Nein, wir haben nicht viel falsch gemacht. Überhaupt nicht. Also, eben, wenn du denkst, der Robin und ich am Turnier ist es ja dann gleich noch ein bisschen gegangen. Ich habe nachher auch noch einen schönen Zander gehabt, du hast noch einen schönen Hecht gehabt dort. Ja, sicher. Ich glaube, dort ist es halt gerade wieder ein bisschen drauf gegangen, oder? Darum haben sie jetzt auch mehr gefangen und vielleicht haben sie einfach die besseren Spots, gell? Also, meine, die Leute die leben fast dort, oder? Also, von dem her sind wir als Laien, wenn wir 2-mal im Jahr dort gehen, sind wir nichts. Voll. Also, ja. Hey, dann muss ich schon ein bisschen ankreiden an LMAB, sorry. Film, Schnitt, Color Grading, bäh. Keine Ahnung, richtig. Keine Ahnung. Schaut ihr alte Folgen an vom Color Grading? Die sind überbearbeitet gewesen. Nein, ich weiss nicht. Nein, keine aber Ahnung. Keine Ahnung, ich finde, es ist, also ich weiss nicht, haben der Azubi das schneiden lassen oder graden lassen? Ich finde es miserabel.
Ich weiß nicht, kann ich man nicht kann es dazu aufs sagen. Wetter schieben, bla bla, aber ich finde, nein. Irgendetwas ist dort schief gelaufen. Ich weiß nicht, ob das sonst jemand gemerkt hat. Mal schauen, wie die anderen werden. Ja, voll. Von dem her. Hey, dann die Tabelle finde ich mega cool gemacht jetzt mit den Gesichtern. Ja, voll. Finde ich, das Voll. ist etwas top. Haben sie ein bisschen von Zander Pro, glaube ich. Oder wer hat? Irgendein Nein, Turnier hat das, glaube ich, so. Zander Pro hast Nicht. du immer nur die Stimmt, Marken. nein, genau. Und die ändern, weil du hast ja vielfach mit 2 Marken und das finde ich stimmt. mühsam. Ja, Im genau. Vergleich zum Vibe. Ich Aber finde es wer viel hat denn besser. das mit dem Gesicht? Irgendjemand hat das schon mit den Gesichtern gemacht. Nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Keine finde ich Ahnung. das mega cool, dass man jetzt auch noch Gesichter sieht. Nicht nur Vielleicht im Marken dahinter. Purge Pro. Vielleicht. Es ist möglich, das Irgendwo. Kanal gratis. Gell? Ja, das ist gut möglich. Ja. Hey, dann sind wir bei dem Werbespot. Einen müssen wir jetzt, finde ich jetzt, müssen wir schon Ja, vergleichen. dann machen wir aber den anderen auch gerade. Komm. Ja, müssen wir jetzt vergleichen. Ich finde, haben wir den gesehen von LMAB mit Gold? Ja, So, mit dem Graben und so. so machen wir einen Werbespot. Ja, absolut. Es Absolut. ist zeitgemäß, es ist irgendwie Ja. lustig. Und vor allem der Schluss auch, wo dann der andere sagt, ja, willst du nicht auch graben? Und sie auf dem Reitiseil hockt dort und sagt, hey, wenn ich ein Golddigger wäre, wäre ich nicht bei euch. Genau, Oder? Wo man sagen, ja, geil. richtig. Im Vergleich Absolut. zum Werbespot, wo wir sehr wahrscheinlich in der Gruppe B werden sehen. Ja. Sorry Leute, was ist Ja. das? Also ich weiss nicht, ob ihr den da aussen gesehen habt. Aber, also, was muss gesagt sein? Wir haben ja auch schon gefragt beim YPC Boat, welches ist der schlechteste Werbespot. Und es sind doch ein paar Rückmeldungen gekommen. Ja. Ich sage jetzt nicht, welches das der schlechteste war, aber es sind ein paar Rückmeldungen gekommen, die identisch waren, die sich überschnitten haben, wo viele Leute gemeint haben, das ist der schlechteste Werbespot. Ich hoffe, der Spot kommt auch in der Gruppe B. Ja, Ich hoffe es. Ich hoffe es. Weil bitte schaut den, gönnt euch den und gebt Bescheid. Weil, hey, sorry. Aber ich finde, für das, dass doch eine gewisse Firma dahinter steckt, finde ich das so miserabel. Ja. Echt. Und wenn du denkst, LMAB macht es auch, nehme ich an, mit ihren Kameraleuten und das sind Mitarbeiter aus ihren Firmen, Ja, die ja. du dort siehst. Und für das haben sie geile Ja. Ideen. Hey, Aber- ich finde, die andere Marke darf sich von dem mehr inspirieren lassen. Definitiv. Definitiv. Und schlussendlich sind wir mal ehrlich, wenn du einen schlechten Werbespot, also dann mache ich lieber keinen Werbespot Ja. als einen schlechten. Ja. Und dann stelle ich vorher eine Inventur an, eine Agentur, die irgendeinen geilen Werbespot macht. Ey, ja, nein, sorry. Also, das sind meine Videos im Keller unten und ich bin alleine in dieser Hobbyfirma. Das sind meine Videos im Keller unten. Wenn ich irgendwie für die Schweizer Sportfestmesse etwas mache, dunkt es mich zumindest einiges besser als so Werbespots für eine YPC. Schaut die Werbespots von der Gruppe B, schaut die gut. Ich hoffe, die kommen jetzt am Sonntag, am 1. September, wenn ihr den Podcast hört oder vielleicht schon gelost habt. Wenn ihr euch nicht geachtet habt, gönnt euch den noch einmal, schaut den noch einmal und gebt uns Bescheid, welches ist der schlechteste Werbespot. Das würde mich mega wundern. Ich weiss es. Der Oli weiss es auch. Und viele von euch wissen es auch. Aber ja, lassen wir es mal überraschen. Ja. Voll. Genau. Hey, Auf jeden Fall, den Werbespot habe ich geil gefunden. muss ich auch sagen, finde ich, ist zeitgemäß mit diesen Talahons, die Ja. dort stehen und so mega krass dienen. Ja, Und der andere Nerd kommt da und sucht Mit dem sein Gold. Metallddetektor. Ja. Hey, Ja, finde ich ist geil. etwas überlegt, passend zum Thema Gold. Ja. Völlig. So macht man Werbespots. Absolut, genau. Hey, das wäre es zum YPC. Mehr Genau. wollte ich da auch nicht ausschmücken, weil ich liege schon mal etwas. Wir werden das Thema mal richtig lang behandeln. In einer Folge. Richtig. Ja. Gut. Hey, Oli, meinst du, wenn wir etwas über die nächste Kategorie verraten oder wenn wir einfach reingrätschen? Wir grätschen rein und erklären nachher warum. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Kategorie und zwar... Feierabendbier! Jetzt muss ich gerade einen Schluck Bier haben für das. Ich habe gedacht, hä? Feierabendbier? Genau, vielleicht kann man nachher noch etwas sagen zur Rubrik. Ich nehme gerade einen Hey, Schluck. nach dem mal schnell. Anstoßen nimmt man einen Schluck, Oli. Genau, es wird in Zukunft so sein, dass wir nicht immer ein Thema haben. Genau. Oder, um es anders zu sagen, dass wir mal Thema haben, abgesehen vom Fischen, was sonst noch in dieser Welt passiert oder was mich sonst noch beschäftigt, Ja. wo wir einfach auch mal noch ein bisschen da Vor allem, Platz geben. es soll gesagt sein, und das ist mir wichtig, es ist nicht so, dass uns Themen ausgehen. Themen haben wir, glaube ich, mehr als genug. Ja. Also, ich bin mir auch schon gefragt worden, was möchten wir, wenn wir keine Themen mehr haben?
Ich gesagt, ja, schauen wir dann an. Ja. Themen haben wir noch mehr als genug. Es ist wirklich, jetzt heute zum Beispiel, ist die Rubrik entstanden. Darf man auch sagen. Ja, spannend. Und zwar, weil wir einfach ein Thema hatten, wo wir sagen, hey, ich glaube, das interessiert die wenigsten da draussen. Und wenn wir nicht irgendetwas anderes machen, hey, wir könnten eigentlich eine Rubrik einbauen, völlig fernab vom Fischen. Und ja, daraus ist das Feierabendbier entstanden. Ja, genau, das Feierabendbier. Deswegen, wenn man doch beim Bier einmal einfach über Gott und die Welt schwätzt. Es kann sein, dass wir einfach mal random irgendetwas werden schwätzen. Es könnte sein, dass wir einfach über unsere Kinder reden in Zukunft. Oder, so wie heute, über Seven vs. Wild. Oder der Knossi sagt, Seven in the Wild. Ja, genau, Seven in the Wild, genau. Ja. Wer weiß, vielleicht hat auch irgendjemand mal den Joker, vielleicht machen wir das mal mit so einem Joker-System, wo man kann sagen, ich habe so keinen Bock über das heute zu reden, ich ziehe den Joker. Ja, voll. Ja, hey, lassen wir alles mal so ein bisschen in der Luft hängen. Ja, genau. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Hey, Ja, voll. Für die vielleicht das Format nicht kennen, das ist ein YouTube-Format. Oder als YouTube-Format ich mache mal eine Umfrage. Ja. Wer von euch hat Seven vs. Wild schon kennt? Kannst du nur so winken und tanzen und tun machen? Ich? Ab erster Minute, Mann! Wenn wir es schnell ein bisschen erklären, was es ist. Hey, unbedingt. Willst du mal anfangen? Und Ja. ich bringe einfach meinen Dreischiss, wenn ich irgendetwas habe, wo ich noch finde, das ist wichtig. Also, das Projekt ist gegründet worden vom Fritz Meineken. Der Fritz ist ein outdoor-begeisterter Vogel, kann man so sagen, Ja. wo seinen Content auf YouTube auflädt. Unbedingt mal abchecken, wer ihn nicht kennt. Fritz Meineken macht geilen Outdoor-Content. Also für alle Survival-Leute, die irgendwie mit Survival etwas zu tun haben, unbedingt schauen. Aber wahrscheinlich kennen sie ihn schon. Gehe ich jetzt Ich mal nehme davon an, aus. Und ich nehme mal an, die schauen den Seven vs. Wild. Genau. Und eben in diesem Format geht es darum, dass 7 Teilnehmende 7 Tage lang ausgesetzt werden in der Wildnis. Mit maximal 7 Gegenständen. Ja. Wobei das auch von Staffel zu Staffel wieder die Regeln angepasst worden Genau. sind. Sagen wir es so, es ist so ein bisschen Survival im YPC-Format. Ja. Wenn du willst. Es gibt immer wieder Regeländerungen. Genau, es gibt, ja, und es gibt manchmal Challenges, die es bestehen müssen. Genau. Schlussendlich müssen sie einfach die 7 Tage aushalten, meistern, wie auch immer. Und ja, ich glaube, die Gewinner haben es mittlerweile abgeschafft. In der ersten Staffel ist es noch darum gegangen, wer wie in der zweiten auch. Der zweite In der ersten und zweiten hat es einen Gewinner nicht. gegeben, in der dritten nachher nicht mehr. Dort hat es aber auch keine Challenges mehr gegeben. Genau. Es geht wirklich einfach darum, wer ist Überlebenskünstler in der Natur. Ja, weil sie haben dann gemerkt, es ist schon genug Arbeit, um 7 Tage lang überleben. Und vor allem in der dritten Staffel haben sich dann etwas anderes einfallen lassen, aber da kommen wir sicher noch drauf zurück. Und dann haben sie gefunden, hey, Challenges, ich glaube, die fordern zu viel ab. Ja, eben. Wenn wir vielleicht die Staffeln durchgehen, der Staffel 1, ich glaube, es sind wirklich gestartet mit 7 Freunden vom Fritz, Ja, kann man also so 6. sagen. 6, genau, Ja. er macht ja selber auch noch mit, danke. Und dort haben sie sich ausgesetzt lassen in der Natur von Schweden. Genau. Ist irgendwie so, mich hat es gedacht, jeder war auf so einer Insel gewesen irgendwie. Ja. Aber so weit weg, dass sie dann können rufen zueinander. Also die haben ihn noch nicht gesehen, nicht gehört, nichts. Und die sind mit dem Boot angebracht worden. Genau, sind noch ein bisschen vor dem Ufer ausgesetzt Ja. worden, haben müssen Ja. nackt oder in Ja, den Boxershorts überschwimmen. Das war schon mal die erste Challenge gewesen. Das war so ein bisschen die erste Staffel gewesen. Genau. Dann Staffel 2, 2022, so. Hey, wieso sage ich das immer Ja, falsch? 2022. Gell? In Panama. Genau. Auch nochmal 7 Leute in Ist Panama. Echt krass, der Unterschied Schweden, Panama. Ja, auch von den Leuten her. Es sind nicht mehr einfach Survival-Leute gewesen, sondern auch YouTuber, Influencer. Ja, voll. Ich glaube, die haben alle recht Wind davon mitbekommen und sind dann auch eingeladen worden, sind angefragt worden, sind Das ist halt schon geil, nominiert worden. nominiert worden sind, irgendwie so ein bisschen live. Ja. Der Fritz hat einen Live-Kanal, wo die Leute live eingeladen hat und die Ja. dann nachher müssen auf das reagieren. Ja, genau. Ist natürlich auch mega lustig gewesen, um das zu verfolgen. Dann muss ich sagen, Panama war schon spürlich geiler gewesen. Ich wäre Für lieber wer in bist Schweden du in gewesen. Panama? Wie?
So, wer ist so dein persönlicher Favorit? Ja, der Fritz. Ich finde den genial. Okay. Ja, ich finde den genial. Der Knossi war mir mega unsympathisch gewesen. Nein, der hat doch jetzt jeden wählen, dass der Typ, das war der, der glaub, von allen am wenigsten Ahnung hat. Ja, und am wenigsten Überlebenschancen angerechnet. Ja, dem hat man gesagt, du gehst nach 2 Tagen heim, nach einem Tag. Und der hat es durchgezogen. Ja. Also die haben mich recht überrascht dort in Panama. Aber auch nachher in Kanada hat mich recht überrascht. Ja, wobei Kanada, finde ich, ist nachher... Wenn wir gerade zu Kanada gehen, hast du noch etwas zu Panama? Was ich eigentlich schade gefunden habe, der Fritz ist ja dort noch so die Bunker anschauen. Und ich habe es mega schade gefunden, ist er dort nicht mehr geblieben. Ja. Ist er nicht tief reingegangen oder so, weißt du? Das Zeug ein bisschen inspizieren. Dort ich glaube, das hätte ich gemacht. Ja, dort muss man, ich finde, Panama muss man Fritz einfach den Vorwurf machen. Ich finde, er ist der Experte. Ich finde, er ist auf einem anderen Level als andere. Er hat dort einfach nichts gemacht. Er hat es einfach durchgestanden. Ja, aber geil. Also ich finde, er hat es geil gemacht. Nicht geil. Nein, mal mit dieser Höhle und so. Er hat sich ja wie eine Höhle gebastelt mit dem Stab drauf. Er hat sich einfach so ein Shelter gebaut. Ich find, aber nein. So ein bisschen mal, nein, Fritz, ich habe es sehr schwach gefunden. Okay. Nein. Da scheiden sich die Geister. Aber schaust du seinen Kanal? Nein, ich bin nicht der Outdoor-Typ. Der Typ hat ein krasses Mindset, was ein Survival drauf hat. Und ich finde, Panama hat er einfach 7 Tage ausgestanden. Finde ich, ein Knossi... Ferien? Nein, nicht Ferien. Der Knossi habe ich geil gefunden, wie er unter einem Baum gestanden ist. Ja, du musst hart sein, wenn der Dschungel weht. Ich habe das T-Shirt. So geil. Ich finde, ein Knossi, der darf es einfach ausstehen. Von einem Fritz erwarte ich, dass du Content lieferst mit «Hey, ich baue dort etwas, ich habe da ein bisschen Projekte». Irgendwann hat der Fritz einfach angeschissen, hat sein Style gebaut und ist 7 Tage darunter gechillt. Seien wir ehrlich. Und vom Fritz erwarte ich etwas anderes. Hätte ich auch gemacht, aber du bist kein Survival-Typ. Nein, aber gleich. Also. Nein, das ist schwach. Ich glaube, mit den Gegebenheiten dort... auch vom Otto dort mal. Du musst zuerst klarkommen mit diesen Gegebenheiten. Ja, das sage ich auch. Wenn du dort ausgesetzt wirst, du bist zuerst mal überflutet von dem Ganzen. Aber ein Fritz hat schon gewusst, was läuft. Die machen nicht gewusst, was läuft. Nico, wenn man die aussetzt mit einer Angelrute am See, weißt du auch, wie es funktioniert. Also. Ja, aber dass sie dann fangen, ist nicht gesagt. Nein, aber du willst es performen und probieren. Ja. Mehr als irgendwie so, weißt du nicht, deine Frau, die man auch ich habe es jetzt nicht so schlimm gefunden. Ich habe es mega schwach gefunden. Wirklich? Ja. Okay. Ich war sehr enttäuscht von ihm. Nein, ich gar nicht. Also ich habe es geil gefunden. Ich habe es wirklich geil gefunden. Hey, dann gehen wir doch zu Kanada. Kanada bin ich enttäuscht von ihm. Ja. Dort bin ich enttäuscht von ihm und von Martin. Ich bin jetzt nicht sicher, haben sie es im 24 gemacht? Nein, es ist im 23 gemacht worden. Ja. Ja. Aber auch ausgestrahlt im 23, ja. Dort war das erste Mal Teams gewesen. Sie waren in 2er-Gruppe gewesen. Dort hat man natürlich von mir aus gerade höhere Erwartungen. Wenn du im 2er-Team bist, ist der Anspruch gerade höher. Weil es sind auch 14 Tage und nicht mehr 7 Tage. Ja, also aber die Einsamkeit ist schon mal weg. Was ich glaube, was die meisten schon, vor allem Girls in der 2. Staffel, gekillt hat. Ja. Die Einsamkeit ist, glaube ich, schon nicht zum Unterschätzen. Absolut. Würde ich auch sagen, in der 2. Staffel ist keine Frau fertig geworden, gell? Die sind alle gegangen, meinte ich. Ja, okay. Wir sind bei Kanada, bei den Teams. 3. Staffel. Dort sind es in der British Columbia gewesen. Schnee haben sie aber nie gehabt. Es war schön Wetter dort. Ich habe es ziemlich geil gefunden. Ich glaube, Bären hat man nie gesehen. Wölfe auch nicht, wenn es mir recht ist. Wölfe hat man gesehen. Stimmt, Wölfe hat man gesehen, aber Bären haben wir keine gesehen. Man hat dann nur gemerkt, irgendwie ist es an die Shelter, also an die Unterkunft gebrünzelt worden und so. Die haben markiert, von dem her ist schon geil. Was ich dort ganz geil gefunden habe, dort ist mir der Knossi und der Sascha richtig sympathisch geworden. Wie die das gefeiert haben, jedes Mal, wenn die irgendetwas zu essen hatten, wenn sie einen Fisch gefangen haben, egal wie lange der schon in dem Scheissnetz liegt, sie haben das gemacht, sie haben das gefeiert und die haben ihr Leben gelebt. Ja, dort muss man einfach sagen, der Knossi und der Sascha, die haben vor bei Staffel 2 das Einzel durchgemacht. Genau. Also für die ist Staffel 3 ein bisschen Feriencamp. Ja, die gewusst, was auf sie zukommt. Ja. Ich muss sagen, sie haben sich sehr gut vorbereitet, das mit dem Fischernetz. Ich habe gesagt, wir wollen eigentlich nicht über Fische reden, muss man jetzt einfach schnell. Ich meine, sorry, dass du im Meer mit einer Angel etwas fangst. Wobei der Joe Kelly hat uns das Gegenteil bewiesen. Ist Glück, würde ich sagen. Aber sie zwei haben das Fangnetz ausgesetzt, wo ich sage, die Chance, dass dort ein Fisch hängen bleibt, ist grösser als Fisch. Ja, aber sie haben ja nachher hauptsächlich im Süßwasser
Ja, haben sie richtig, das Netz auch das noch, ausgelegt. Und kommt dort dazu. haben sie am meisten gefangen. Ja. Dann. Von dem her super. Im Salzwasser haben sie mehr mit dem Netz, mit dem fäumermässigen Ja, Netz aber gefangen. eben. Oder? Ja, das sind so kleine... Ja, genau. Aber es ist Typen geil, gewesen. ist super. Also ich habe es mega cool gefunden, was die zwei gemacht haben dort. Auch der Shelter, den sie gebaut haben, habe ich ganz genial gefunden. Ich bin mega enttäuscht von Fritz und dem Martin. Mhm. Kann ich jetzt so sagen, ich Warum? kenne die Situation nicht, ja, weil die abgebrochen haben, weil sie nicht weitergegangen sind, weil sie nicht geschaut haben wegen Frischwasser vorher, weißt du, damit sie vielleicht noch weiter raus sind. Sie haben gewusst, dass sie am Meer sind. Sie haben gewusst, dass das Meer kommt und geht, dass Ebbe und Flut ist. Die sogenannte Pado für dich, Tide. Er liebt das Wort. Und bin ich fast enttäuscht gewesen. Ja, ich finde auch, man hätte ein paar Kilometer einfach weiter können reisen. Schon von Anfang an. Ja. Von Anfang an einfach ein paar Kilometer. Man hätte nicht Kilometer weit reinlaufen. Man hätte einfach von Anfang an schon den Shelter können weg vom Meer bauen, so wie es die anderen zwei gemacht haben. Der Papa Platte? Ja, genau, und der andere da. Die sind ja dort auf die Höhe rauf. Die hätten ja schier abgebrochen. Mhm. Die haben aber süßes Wasser gehabt, ob Ebbe oder Flut. Ich muss sagen, es sind zwei Gamer-Nerds. Ja, das sehen wir ihnen auch an. Vor allem am Papa Platte dort. Ja. Bei denen habe ich gedacht, die hören das erst auf. Von dem her. Mädels? Mega krass. Hey, mega. Das Mal finde ich Mädels, Hut ab. Die haben Ja. wirklich einen durchgegeben, die Ja. haben auch gefangen, Krebs. Ja, die haben Die haben auch ein gutes haben Mindset gelebt. gehabt, Die haben ja. gelebt, ja. Absolut. Und die einen haben, glaube ich, noch irgendwie ihre Tage gehabt, oder so hat sie dir gesagt. Ja, voll. Und, Scheiße. Aber durchgezogen, wirklich super. Also, cool. Wer ich muss sagen, sehr enttäuschend, nicht ganz überraschend, ist der, wo Joey Kelly war. Ja, der so Jan. Parkour macht, Jan. der Jan. mit der Lidl-Kappe. Wo ich einfach sage, hey, der war Wildcard gewesen, von dem Ja. habe ich auch erwartet, Kollege, andere hätten sein Herz liegen lassen, Ja. für dass Ja. sie dort Ja. mitmachen und du findest Ja. so, mir ist langweilig, darum gehst du nach Hause. Ja, genau. Also das ist seine Kernaussage. Ja, es ist so. Es ist mir zu langweilig, Es ist darum so. muss ich raus. Nein, Kollege, du bist Ja. da im geilsten Format, was es auf Ja, YouTube gibt. absolut. Der ist für mich auch, weißt du, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, ich mache jeden Tag einen Flip und so. Ich dachte, ja, cool. Gut, ich Ja. denke, mit dem Joey Kelly hat er auch nicht ein gutes Los gehabt. Der Joey ist halt schon... Der Joy ist sehr introvertiert, Ja. denkt mir. Er ist nicht gerade so der Sozialtyp, Mhm. aber ich glaube, der Joy, der hätte das Mindset gehabt, um ihm... Ich glaube, wäre er früher ein bisschen auf ihn eingegangen, Ja. hätte der andere wahrscheinlich nicht abgebrochen. Voll. Weil dann Eben. hätte er ihn wahrscheinlich vorher gehabt, hätte er eine Bindung zu ihm gehabt, ein bisschen Soziale, und das hat dem Joy ein bisschen gefehlt. Aber auch bei ihm, muss ich sagen, ich habe es geil gefunden, hat er es nachher noch alleine durchgezogen. Oder jetzt ist vor wenigen Monaten geleakt worden, Genau. dass Staffel 4 rauskommt. Genau, richtig. Ich glaube, auf vor 2 Monaten, wenn es mir recht ist. Amazon oder so, ist glaube schon... Sie ist auf ausgestrahlt? Amazon Prime. Nein, noch nicht. Nein, die Fand gehen ich erst so. raus. Also sind erst draussen gewesen. Also auf Amazon Prime geht sie, glaube ich, im Oktober los. Oktober, ja. Und Amazon Phoebe, irgendwie so. Das sind die zwei Kanäle, wo sie, ein guter, der Oli isst gerade seine Bierbüchse. Ich habe gemeint, ich habe das Bier schon leer, aber ist nicht so. Dort wird es vorher ausgestrahlt. Und erst später, YouTube. ich glaube im November, wird es auf YouTube ausgestrahlt. Oder so. Gott sei Dank habe ich Amazon Prime. Gut, habe ich dann Fastenschaftszeit. Ja, kannst du noch mit einer schauen. Ja, So, wenn du eine Pause brauchst von daheim. Hey, genau. Was wollen wir zuerst sagen, wo der Ort ist oder welche Hey. Teilnehmer? Lustig, komm ich mal zum ersten Ort. Lustig ist, was ich gerade erzählen muss, ist, wir nutzen ja das OneNote, wo wir Notizen aufschreiben. Und der Nico hat aufgeschrieben, Location, Fragezeichen. Und heute, oder gestern, irgendwann, Nein, heute Erst hat der etwa am 20 ab 5 Uhr so. Zino ist noch zu mir gekommen und haben mir das Video gezeigt. Ja. Hat der Fritz gerade geleakt, welcher Ort das wird sein. Und ich habe Nico ganz fett schnell reingeschrieben, welcher richtig Ort das frech. ist. Heute liegt Neuseeland. Jawohl! Hey, Geil. Ich glaube, es wird wirklich heftig. Neuseeland ist nicht zu unterschätzen. Ja, ich glaube vor allem auch so mit Insekten. Ich glaube, das ist das, was er wahrscheinlich am meisten zu kämpfen macht. Ja, so Insekten. Spinnen, Schlangen. Ja, Natur, heiß, kalt. Ah. Bin ich gespannt, hoffentlich sehen wir etwas. Ja, ich auch. Aber du, ich bin gespannt, wer von diesen Teilnehmern durchkommt. Hast du irgendeinen gekannt? Nein, wollte ich dich auch fragen. Ich Der finde, Joe Kelly. und das finde ich natürlich. schon mal, sorry, muss man sagen, schon mal schwach, finde ich. Es,
Oh, es fehlt mir irgendwie schon ein bisschen so. Ja, klar, der Joey von der letzten Also, Staffel. komm, wir gehen mal, Also, komm, wir hauen wir gehen mal durch, die ja. Teilnehmer durch. Also, als erstes ist der Joe Vogel. Keine Ahnung. Ja, Irgendein YouTuber, glaube ich. ja. Kein Plan. Dann Selfie Sandra, sie ist auch YouTuberin. Ist, glaube ich, Ja. ein bisschen korpulentere, Mhm. wenn es mir recht ist. Ja. Ich glaube, sie. Ja, genau. Ist die erste Frau dort. Bin mega gespannt, wie sie es macht. Der Joy Kelly, auf ihn müssen wir glaube ich nicht weiter eingehen. Für all die halt die ersten 3 Episoden nicht gesehen haben, schauen sie nach. Vor allem die Episode 3 mit dem Joy Kelly. Dann ist der Let's Hugo. Auf ihn bin ich mega gespannt. Der jüngste Teilnehmer, er ist 21, ist auch ein YouTuber. Ich bin mega wundern, wie er es macht. Ich glaube, irgendwie noch ein Soldat oder so. Okay. Keine Ahnung. Ja. Dann der Stefan, Survival Deutschland. Das ist ganz schön mega krass. So wie sie nachkündet. Ja, keine Ahnung. Dann der Flying Uwe Mhm. Keine Ahnung. und Julia. Böttix. Ja, Wie keine soll man Ahnung, wie man es sagt. aussagt. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber eben, sorry. Beautix geschrieben. Keine Ahnung. Also ich kenn niemanden bis auf den Nein. Joy Kelly. Und das finde ich schon mal, ich weiss nicht, ob ich das anmache zum Schauen. Was mich am meisten wundernimmt, wieso ist der Fritz nicht dabei? Mhm. Was ist mit ihm? Ich weiss auch nicht. Hat er echt die Location müssen aussuchen, Insider-Infos und darum... Vielleicht. Oder hat er eine Discovery Sonderrolle? Channel zu viel gemacht. Nein, ich weiss nicht. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Hey, das ist Aber für ich muss mich jetzt so so ein bisschen... Eben, es ja. fehlt mir irgendwie ein bisschen so Charaktertypen. Gut, hast du bei von den alten Episoden 1, 2, 3, hast du dort irgendjemanden gekannt? Ja. Wer? Knossi hat man gekannt. Wirklich? Ja. Was macht er? Der Knossi? Ja. Der ist doch so ein Livestreamer. Keine Auf Ahnung. Twitch und Ich so. kann Mal. ihn nicht. Der Kein Knossi Plan. kennt Kein man, Plan. Ballermann und so. Okay. Und der Otto macht auch so Survival-Sachen. Ja. Den ich Gut, kennt. wenn du solche Survival-Zeug schaust, ja, okay. Ja. Dann Fabio dann- Schäfer habe ich gekannt, die erste Staffel. Ja. Survival Martin habe ich gekannt. Ja. Dann Aber dann solltest du eigentlich den Steff von Survival Deutschland auch kennen. kennen. Ich habe noch nie gehört. Ich weiss nicht, hat nicht so Ja. viel Klick wie... Oder vielleicht auch nicht so, Ja. keine Also Ahnung. ich kenne niemanden von denen. Von dem her, ja. Okay, aber sind wir gespannt. Wir schauen sicher die Mega. Folgen... Und ich glaube, das wird dann sicher auch wieder mal eine Ja. Feierabend-Bierrunde geben da, bei uns Genau. im Podcast. Von dem her, ja. Hast du noch etwas dazu sagen oder schliessen wir es Nein, so? für mich ist eigentlich alles gesagt, was irgendwie muss. Also, für sein. euch immer wieder mal wird das Feierabendbier da in der Rubrik reinstreuen. Wir Genau. werden random irgendwelche Sachen sagen. Aber es könnten auch allerweltsthemen sein, Themen, die Richtig. uns zwei einfach beschäftigen. Einfach, wo irgendwie abseits ein bisschen vom Fischen sind Ja. oder so. Von dem her, ja. Hey, würde uns mega wundern, was ihr davon haltet. Ja, voll. Lasst mal einen Kommentar da, was ihr jetzt von dieser Feierabendbierrunde haltet. Ich finde es mega cool. Ist eine mega geile Idee, Oli. Die Idee ist aber von dir gekommen, muss man jetzt schon noch sagen. Ja, Ist der deine Titel Idee ist von gewesen. dir gewesen. Der Titel ist von Aber ich dir, finde die Idee es von dir. einfach cool, einfach cool, mal so ein bisschen über andere Sachen Ja, voll. plaudern in unserem Podcast. Ja, Aber jetzt jetzt geht's weiter. bin ich schon gespannt auf die nächste Rubrik. Entweder oder. Wow, Nico, heute kommst du mir nicht davon, ich sag's dir. Der Oli strahlt wie ein Marienkäfer. Ich war wieder mal so kreativ gewesen. Hast du ChatGPT gefragt? Natürlich nicht, das ist alles mein Brain. Ah, okay, das ist dem von Okay, meinem vielleicht haben Part. sie ein bisschen haben sie geholfen. Wirklich? Ja. Geile Ehrlich. Sicht, ja, keine alle Fragen. Okay, wir fangen mit der ersten an. Angenommen, ein bekannter Brand würde ich zum Teamangler machen wollen. Oder dein Brand, Major Fish, geht Konkurs. Das ist eine ChatGPT-Frage. Nein, Wirklich? Die ist definitiv Nein, von mir, wirklich? ja voll. Tönt so wie eine ChatGPT-Frage. Also entweder ich werde Teamangler, Bei einem bekannten Brand. ja, oder ich lasse Mädchenfisch den Bach ablaufen. Oder Also ja, es übertrieben geht, gesagt, oder Mädchenfisch Konkurs gehen. Also es geht eigentlich sowieso darum, dass Major Fish... Nein. Ja, Gemein, mal, sorry, mal, ist mal, gemein. Mal. Nein, aber so ist es. Aber dann, Ja. dann würde ich, glaube Teamangler werden. Okay, spannend. Ja, weil, Ich hätte jetzt gesagt, du gehst sang- und klanglos unter, weil Major Fish for Life. ja natürlich Mädchenfisch for life, aber wenn ich es verliere, wieso soll ich dann... Ja, aber du weißt es ja nicht, dass du es verlierst. Wenn du Teamangler wirst. Ja, mal du... Ja, gehst davon Mal. aus, dass du es verlierst. Ja, ja. Ja. Und das andere weißt du nicht, dass es Bach Also weißt du, das abgeht. andere ist ja auch, dann würde ich vielleicht... Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, bei Antwort A kann ich entscheiden, was mit Mädchenfisch passiert. Das heisst, ich würde Mädchenfisch entweder meinem Kleinen übergeben
Ja. Ich würde es an einen guten Kollegen übergeben oder ich würde es verkaufen. Okay, gut. Dann kommen wir zu Frage 2. Du bist ja so ein liebender Turnierangler-Zuschauer. Hätte ich gerade sagen. Ein Turnier habe ich bis jetzt gefischt. ja, vielleicht bist du jetzt angefixt, habe ich gedacht. Lieber YPC-Boot oder Zender Pro mitfischen? Hey, YPC. Ja, warte. Nein, ich glaube, ich würde eher Sander Pro mitfischen. Auch wenn ich das Boot nicht kenne, mit dem jetzigen Wissen nehme ich an. Auch wenn ich das Boot nicht kenne, aber ich glaube, YPC ist einfach zu viel Marketing. Das ist einfach wirklich rein eine Marketinggesellschaft. Ja. Also ja, tönt jetzt so böse. Ist nicht so gemeint an die mitfischen, aber ich glaube, der dreht sich, so wie der Ronny gesagt hat, vieles um Marketing. Ich bin ja gespannt, wenn wir über YPC reden, aber ich glaube, ich würde eher Sander Pro mitfischen und dann vielleicht Freddy noch in die Hand schütteln. Dann hast du einfach so. nur einen Fisch, den du befischen. Du fischst doch gerne, oder du findest es interessant. Das heisst nicht, dass Hecht und Egli nicht beißen. Ja, logisch. Aber es zählt nur der Zender. Es zählt nur das andere, ja, das ist so. Es ist nicht Multispezies, das ist so, absolut. Gut. Aber ich würde Sander Pro nehmen. Kommen wir zu Frage 3 und ehrlicherweise, ja, ChatGPT hat mir da geholfen. Ich habe es dann Bin einfach jetzt aber gespannt. Ich habe es ein bisschen ausbessert, Bin jetzt aber gespannt. dass es auf dich passt. Also, Nico, du hättest lieber ein romantisches Date mit der Sina am See. Ihr seid am Fischen. Ihr fangt den Meterfisch. Beim Landen beißt er dir in die Weichteile. Oder du angelst, wie du gesagt hast, an einem YouTube-Turnier mit. Dein Angelbuddy haut dir den Wobbler so fest in die Hose, dass du es nicht anders kannst lösen, als dass du in den Boxershorts das Turnier fertig fischst. Ja, dann würde ich die Boxshorts Turnier fertig fischen. Das wäre mir dann gleich. Okay. Da würde ich die Boxshorts fertig fischen, weil nein, dort unten wird nichts verkratzt, verschnitten, verstochen oder was auch immer. Nein, no chance. Aber du hast ein romantisches Date mit der Ja. Sina. Ja, das... Okay. Nein, ich darf jetzt nicht falsch sagen. Ja, gut. Nein, ich würde es nie fertig fischen. Hey, da gehe ich mit dir einig. Sorry, Nein, tut mir leid. Sorry, Ja. Schatz, an dieser Stelle, aber... Also er gleich einen romantischen Abend gerne mit dir. Ohne Fischen. Ja, das Ja. können wir gerne machen. Wir können es ja mit Fischen machen, ist kein Problem, aber... Ich muss auch nicht beim PB fangen dann. Ja gut, das wär's schon Ja. gewesen. Okay, ist jetzt nicht so die Sexfrage gewesen, wie ich sie eigentlich erwartet Nein. habe, aber nächstes Mal bin ich dann dran, das ist gut. Ist gut. Jo, Hey. und dann würde ich sagen, kommen wir Wir- schon zum Ende. Ja, hey, und geschwind, ich will nicht einen Ausblick geben, Mhm. aber die nächste Episode wird geil. Voll. Weil in der nächsten Episode, ich glaube, Oder? Kann man schon sagen. haben wir einen Gast. Wer der Gast ist, Das erfahrt ihr am 29. September, weil ich gehe zuerst noch in die Ferien und bis dahin haben wir keine Episode mehr. ah ja, Richtig. Die nächste ja Episode, so ist es doch. Episode 18, erscheint am 29. September. Dort haben wir einen Gast. Es ist ein sehr spannendes Thema und ich bin überzeugt, viele von euch da draussen kennen den Gast schon. Ihr könnt von mir aus gerne raten, wer es ist. Der Gast weiss es. Spekulationen sind offen. Absolut. Ja, von dem her wäre es das eigentlich bereits schon gewesen. Vergessen Hey. nicht, wie immer, liken, kommentieren, Abo Sterne dalassen, vergeben. bewerten, genau. Nico, danke, schön gewesen. Das Feierabendbier hat Ja, mir ist geil gefallen. gewesen, Oli. Hat mir im Fall auch sehr gefallen, ja. Von dem her, Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. ciao zusammen, wir sind draussen. Yeah, erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Hey, weisst schon, Glas ins Bier rufen, Fisch verrückt, treffen sie in den Bauch oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!